Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Trainer zu einem Interview bekommen. Ah, ich glaube, da kommt er ja schon. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Dumpfwiesel. Bleibt noch nichts anderes über, oder? War ja kein so ein gutes Spiel für Ihre Mannschaft heute. 0:11. Woran hat es gelegen? Am neuen Verteidiger Lochte hockt. Der Lochte, Dings. Es war gescheiter gewesen, der hätte Jura studiert. Vielleicht kann er da einen verteidigen. In einem Strafprozess. Aber im Strafraum, gar keinen Fall. Null Null Vorausschauen. Verstehen Sie? Also ein Fehleinkauf. Fehleinkauf ist gut. Die hätten uns eigentlich 10.000 geben müssen, damit wir nehmen. Auf der anderen Seite muss man, um zu gewinnen, ja 8 Tore schießen. Aber vom neuen Stürmer hat man ja auch... Stürmer, wenn ich das schon her. Wissen Sie, woran ich denke bei dem Wort Stürmer? An einen Sturm, Tornado, Wirbelwind. Der muss fetzen, dass die anderen schwindelig werden. Aber der, kein Lüftchen, kein Wind, gar nichts. Ja? Jeder Scheiß von einem Sturm oder Weiberl hat mehr Bums wie der. Ja, und das Mittelfeld... Ja, was denn für ein Mittelfeld? Haben Sie bei uns ein Mittelfeld gesehen? Ich nicht, wir haben kein Mittelfeld nicht. Die haben so viel schlecht, unterschlecht. Von wegen Spielaufbau. Das Einzige, was die aufbauen, ist ein Gegner. Verstehe. Wenn Sie jetzt zurück zu Ihrer Mannschaft in die Kabine gehen, was werden Sie ihnen sagen? Gibt's eine Standpauke? Wieso Standpauke? Ich gehe jetzt in die Kabine runter, dann trinken wir Bier, dann passt das schon wieder. Jetzt gut. Weg. So, geh jetzt zum Fußball schauen, gell? Ist schon recht, aber nimm die dicke Mützen mit zum Heimgehen. Da geht bei dem wieder, weil ich doch keine dicke Mützen zum Heimgehen. Nicht wegen dem Wieder, wegen der harten Teerstrafe. Mei oh mei, weil ich einmal beim Heimgehen ausgerutscht bin. Ausgerutscht, genau. Gell, hab ich einen Durst. Wo warst denn du? Beim Fußball. Du hast Fußball gespielt. Nein, zuschauen. Ah, und da wird man so durstig, oder? Was meinst du, wie ich umeinander schreien muss? Das ist ja ganz heißer. Ah, ja klar, da hilft natürlich ein kühles Bier am allerbesten. Genau dasselbe, was man auch denkt. Oh, schau ich, wie das hilft. Profisportler, du. Sowas war seit der Fehler los. Was los? Hast keinen angebracht. Tja, 4 Diller hab ich geschossen. 4 Diller hab ich geschossen. 4 Diller hab ich geschossen. Sauber, sag ich. Und wie's ausgegangen? Ja, 2-2. Also, das finde ich voll schon schön, gell? Dass wir das Fußball heute miteinander anschauen. Es ist doch viel gemütlicher da, als in deiner bläden Kneipen auf die harten Stühlen. Aber du hast mir versprochen, dass du nicht dazwischen quatscht. Freilich, aber bügeln wir ja noch dürfen nebenbei, oder? Das stört doch nicht. Ja, sag einmal, geht denn das nicht leiser? Ich verstehe ja überhaupt nichts mehr. Also beim Fußballschau braucht man doch nichts hören. Da muss man doch bloß zuschauen. Ja, Entschuldigung, dass ich hören möchte, was der Reporter sagt. Ach so, ich hab mir gedacht, das war ein Depp, hast gesagt. Ja, trotzdem möchte ich ihn verstehen. Versteh ich nicht. Ja, muss da nicht, sei einfach ruhig. Und du meinst, dass sie deine Hämaten vorher bügeln, oder? Nein, aber das muss ja nicht auch gerade jetzt sein, wie im Fußball läuft. Aber Quisch. Sag mir denn, das darf ich schon, oder? Wer sind denn die Weißen, sind das die unseren? Nein, die Dunklen. Gell, Deutschland spielt doch alle schon in weiß-schwarz. Ja, daheim. Aber auswärts haben sie die Trikots. Also, das gefällt mir voll nieder. Da gefällt mir das Trikot von den anderen viel besser.
Ja, möchtest du jetzt über Sport diskutieren oder kann man bitte einfach nur Fußball anschauen? Du, sind die Weißen mehrer? Na, es hat auf jeder Seite 11 Spieler. Und bevor du weiter fragst, der Torwart schaut alle ein wenig anders aus. Also ich hätte schwören können, dass das mehrer sind. Aber eine optische Täuschung wahrscheinlich. Ja, du bist auch eine optische Täuschung. Und wer ist er da mit dem gelben Trikot? Das ist der Schiedsrichter. Geh, du wieder. Verarschen kann ich mich selber. Der Schiedsrichter war alle schon schwarz sozusagen. Ja, in deiner Jugend vielleicht vor 100 Jahren. Na, da schau hin, jetzt will das Pfeifer laufen. Faul, faul, aha! Oh, ein Elfmeter, oder? Ja, wie kommst du jetzt auf das? Ja, das war doch im 16er. Aber im eigenen, das war ein Stürmerfaul. Freistoß gibt's für uns. Also da sollte einer die Fußballregeln verstehen. Das ist richtig unlogisch. Hä? Was ist jetzt da unlogisch, wenn... Oh, ja, jetzt genau, auf geht's. Gib Mummi, rechts steht er, jawohl. Oh, wunderbar, hat er gesagt. Jetzt muss stecken, ja, gib meine, ja, und genau, und drin ist er. Ja, ein Eigentor ist er auch noch. Oh, ein Eigentor. Sollten es dann nicht? Wieso? Wieso soll das nicht zählen? Freilich zählt das drin, ist drin. Ja, aber das finde ich unfair. Der wollte doch das gar nicht. Ja, genau. Das ist völlig unfair. Am besten soll der wo angeschossen oder rote Karten kriegen. Ja, und was passiert dann? Haben verlässt der Spieler ein Spielfeld, weil sie am zu blöd wird. Ja, was tust denn du jetzt? In Kneipen geh ich. Du hast gesagt und mir versprochen, dass wir das Spiel miteinander anschauen. Ja, und du hast mir versprochen, dass du ruhig bleibst. Und jetzt steht's 1-1, das ist unentschieden und es gibt Verlängerung. Du brauchst gar nicht auf mich warten. Ist schon recht. Aber du, wenn du heute heimkommst, weißt gern, dass du keine Nachspielzeit mehr kriegst. Da schau her, der hat ja die Rückennummer 12. Also doch einer mehr. Ha. Und mich für blöd verkaufen.